Gott, Dirndl. In 4 Tagen ist heiliger Abend. Ja, endlich ist soweit. Es ist vielleicht schon schlimm, wenn man ein ganzes Jahr auf den einen Tag warten muss. Ja, so schlimm ist es auch wieder nicht. Es ist ja immer dasselbe, ne? Der Papa, der kommt mit einem Rausch heim, weil er sich von seinem geliebten Stammtisch nicht trennen kann. Wir 2 warten dabei, ne? In der Zwischenzeit macht unser Zilli, die damische Köchin, einen Weihnachtsbraten. Und wenn er nicht angebrannt ist, dann haben wir Glück gehabt, dann können wir zwischen 9 und halb 10 essen. Du gehst dann sofort in die Mitternachtsmesse, weil du ja unbedingt deinen Kali treffen willst, von dem der Vater nichts wissen darf. Der Vater, der wird am Fernsehen schauen. Ich muss auch, ne? Ja, und wenn wir dann vom vielen Fernsehen eingeschlafen sind und dann wieder wach werden vom Schnarchen, dann gehen wir ins Bett. Ja. Und am nächsten Tag in der Früh sagt der Papa, mein Gott, war das wieder ein schöner heiliger Abend. Also. Da hast du schon recht, Mama. Aber das Schönste hast du vergessen. Was denn? Ja, die Bescherung. Ach, die Bescherung. Jetzt möchte ich wissen, was da Schönes dran ist. Der Papa, der kriegt ein Rasierwasser, wie jedes Jahr. Ich krieg ein Parfüm, wie jedes Jahr, das dann die Zilli nimmt, weil es so stinkt. Die Zilli? Na, das Parfüm. Du kriegst dann dein Geld, wie immer, dass du deine Weihnachtsgeschenke selber einkaufen kannst. Und unser damische Zilli, die kündigt jedes Weihnachten. Wie immer. Und bleibt dann doch da. Also, jetzt frage ich dich, was soll da Schönes dran sein, ha? Also, Mama, du hast schon gar keine Romantik mehr. Also, Dirndl, wenn du über 30 Jahre verheiratet bist, dann vergeht er die ganze Romantik. Ach, mein Kali sagt aber zu mir, ich bin sein kleiner Käfer. Das hat der Papa zu mir auch gesagt. Ja? Ja, zuerst war ich sein Marienkäfer, dann war ich der Kartoffelkäfer. Ja, und jetzt bin ich der Mistkäfer. Siehst du das da? Die Käfer werden von Jahr zu Jahr größer. Jetzt hörst aber auf, Mama. Der Papa, der mag dich doch, oder? Ja, selbstverständlich. Weißt du, was er immer sagt? Was? Wenn ich dich nicht hätte, hätte ich sicher eine andere. Du, Mama, weißt du, was wir heuer am Papa zu Weihnachten kaufen? Was denn? Eine Krawatte. Eine Krawatte? Ja. Hast du deinen Papa schon mal mit einer Krawatte gesehen, ha? Ja, bei meiner Taufe. Anna, du, da bleiben wir lieber beim Rasierwasser, gell? Ja, ein recht schönes Aftershave. Ha? Na. Schon eines fürs Gesicht. Sag einmal, was meinst du, was wir eigentlich vom Papa kriegen, ha? Der Papa wird uns heuer was husten. Dann weiß ich, was wir ihm schenken. Was denn? Ja, Hurstengürtel. Es wird ja überhaupt ein lustiges Weihnachten werden. Wieso lustig? Wieso lustig? Was meinst du, was der Papa für Freude haben wird, wenn er erfährt, dass du dich verloben willst, ha? Einen Freudentanz wird er aufführen. Und wenn sich der Papa auf den Kopf stellt. Ich mag meinen Kali und heuer unterm Christbaum feiert ich Verlobung. Und den Christbaum. Ja. Wir möchten das machen. Warum? Warum hast du jemals erlebt, dass der Papa einen Christbaum kauft, der größer ist als 450 Zentimeter? Da müsst ihr euch im Liegen verloben. Mama. Unterm Christbaum, das ist doch bloß sinnbildlich gemeint. Außerdem bin ich der Meinung, Weihnachten ist das Fest der Liebe. Okay, da kann man doch der Papa gar nichts abschlagen, oder? Ja, höchstens Kreuz. Wenn er erfährt, was dein Verlobter für einen Beruf hat. Zoologe. Um Gottes Willen, sag ihm nur gleich, was das ist. Nicht, dass er meint, das ist ein Wärter vom Tierpark.
Mein Karli studiert Zoologie. Und wenn der mal fertig ist, Mama, dann verdient er einen schönen Batzen Geld. So, und wann ist er fertig, hä? Ein paar Jahre dauert's noch. Ein paar Jahre. Das wird einen sauberen Kampf geben. Ja, mei, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, oder? Wo ist denn der Papa eigentlich? Also entweder in seinem Zimmer oder erst beim Wirt. Dann werde ich jetzt gleich einmal nachschauen, wo er ist. Ich muss ihn doch noch vorbereiten, wer am Heiligen Abend zu uns kommt, gell? Um Gottes Willen, du, da möchte ich aber vielleicht nicht dabei sein, gell? Warum denn? Was denn? Chefin! Was ist denn? Chefin, ich kündige. Hast du gehört? Es ist Weihnachten und unser Zilli kündigt. Darf man fragen, warum du kündigst? Natürlich, weil Weihnachten ist. Und Weihnachten kündige ich immer. Aha, ja, und wann gehst du? Ich? Ja. Ja, gar nicht. Ich bin an Weihnachten noch nie gegangen. Sag einmal, Zilli, wie lange machst denn du das schon? Hm? Ja, das, so lange wie ich da bin. Ja, und das sind 10 Jahre. So lang? 10 Jahre. 10 Jahre? Ja. Dann habe ich schon 10-mal gekündigt. Chefin, was kriegen ich zu meinem Kündigungsjubiläum? Du aufpassen, sonst kriegst du wirklich was, gell? So viel will ich nicht. Ja, weißt du, wenn ich zum ersten Mal gekündigt habe, da wollte ich ja wirklich gehen. Aber irgendetwas ist mir dazwischen gekommen. Naja, und dann habe ich halt deiner Mutter gesagt, dass ich da bleib, gell? Und dann hat deine Mutter gesagt zu mir, Zilli hat's gesagt, Zilli, das ist das schönste Weihnachtsgeschenk, das du mir machen kannst. So, dann haben wir gedacht, das ist gut, das mache ich jedes Jahr und dann brauche ich ja nichts zu Weihnachten kaufen. Also, du bist aber ganz raffinierte. Ja, das sagt mein Freund, der Hafner Toni Eimer. Sag mal, wann stellst du uns den eigentlich einmal vor? Heuer? Heuer an Weihnachten besucht er mich, hat er gesagt. Sag einmal, Zilli, von wo kommt denn der eigentlich, ha? Vom Land? Ja, der hat daheim ein riesengroßes Anwesen. Da schau her. Ja, ein paar kleine Wiesen, ein kleines Feld, ein paar Viecherl. Ja, die braucht er. Der ist nämlich Viehhändler. Hey. Der größte Ochs ist er allerdings selber. Und wo habt ihr euch kennengelernt? Auf der landwirtschaftlichen Ausstellung. Hey. Ja, da bin ich hingegangen, weil das interessiert mich, gell? Und dann haben wir die Viecher so angeschaut und dann haben die Viecher mich angeschaut. Okay. Ich hätte ja nie geglaubt, dass mir ein Viech anschaut, gell? Ja, und dann höre ich, wie jemand zu mir sagt, na, gefallen dir meine Viecher? Naja, und dann habe ich die Viecher noch mal so angeschaut und dann habe ich ihn angeschaut. Ja, und dann habe ich ihm halt gesagt, dass mir seine Viecher gefallen und er auch. Und dann hat er mich angeschaut und hat seine Viecher angeschaut und dann hat er gesagt, wenn ich meine Viecher so anschaue, gefällst mir du auch. Ja, und seitdem sind wir beieinander. Mei, Zilli, ja, das ist aber wirklich schnell gegangen, gell? Ja, ganz schnell. Und im Winter heiraten wir noch. Was? Was? Ja, im Winter. Weil er gesagt hat, im Sommer, da ist sowieso so heiß, wo ihm ich doch immer so heiß mache. Drum heiratet er lieber im Winter. Oh, du, da kriegst aber einen gescheiten Mann. Ja, der ist ganz schön schlau da drum. Allerdings, ein bisschen einen Schlag hat er schon. Okay. Ja, aber das macht nichts, den hab ich auch, und drum passen wir zusammen. Zilli, ihr werdet euch ganz bestimmt zusammenraufen, ha? Natürlich. Also, ich sitze da umeinander und ratsch und dabei, Chefin, wollte ja eigentlich fragen, wie schaut's jetzt aus mit Weihnachten? Was kochen wir? Ja, was kochen wir? Also, ich hab mir vorgestellt, wir haben jetzt all die Jahre eine Gans gehabt. Richtig? Jetzt machen wir mal was anderes, nämlich... 2 Gänse. Warum 2 Gänse? Ja, weil mein Freund auch kommt und der hat einen Hunger. Sag einmal, Zilli, ja, hast du den vielleicht schon zum Essen eingeladen? Ja, natürlich. Der freut sich schon drauf. Na, also gut. Dann gibt es heuer wieder eine Gans, dass er Ruhe ist. Nein. 2 haben wir gesagt, gell? Tu nicht handeln. Also, 1000
dann fange ich jetzt an mit den Vorbereitungen und schreibe sofort alles auf. 2 Gänse, mei, da wird er sich freuen. Die Zilli ist schon gut, gell? Die ladet einfach ihren Freund zum Essen ein und fragt uns nicht einmal. Mein Gott, lass ihr doch die Freude. Außerdem, was willst du denn heute schon herrichten? Heiligabend ist doch erst in 4 Tagen. Du kennst das doch, wie es ist. Ja. Aber ich werde auf alle Fälle der Geschichte nachgehen, nicht, dass wieder einen großen Durcheinander reinbringt, gell? Mei, oh mei, oh mei. Jedes Jahr dieselbe Gaudi. Grüß dich Gott, Lisa. Es ist jetzt ganz gut, dass du gerade kommst. Warum? Sag einmal, bist du heute gut aufgelegt? Warum fragst du? Weil ich dich was fragen wollte. Dann frag, dass du was lernst, gell? Ja, das sag mal, Papa, jetzt Ja. ist ja bald Weihnachten, gell? Ja, eigentlich immer um dieselbe Zeit, gell? Ja. Glaubst du noch ans Christkindl? Wenn ich meine Taschentücher, Krawatten und Socken zähle, dann ja. Was schenkst du denn heuer der Mama zum Christkindl? Die Mama kriegt heuer ganz was Besonderes. Ja? Der kaufe ich einen Nerz. Was? Ja. So nobel? Ja. Mein Papa, da wird sie sich aber Na, freuen. das hoffe ich doch, ne? Sie müssen ja jeden Tag füttern, sonst geht er ein. Papa, na, du bist unmöglich. Oder ich habe zu der Mama schon oft gesagt, wir sollten uns gegenseitig nichts mehr schenken, sondern die alten Sachen aufbrauchen. Ne? Ja, aber das ist doch spannend, wenn man sein Backerl kriegt und keiner weiß, was drin ist. Ja, wenn man es nicht weiß, ist es schon spannend. Aber ich weiß es ja immer. Na, dieses Jahr nicht. Nein? Nein, da habe ich eine Überraschung für dich, Papa. So? Da wirst du schauen. Was denn für eine... Ja, das kann ich dir doch nicht sagen, sonst ist doch keine Überraschung mehr. Komm, hör doch auf mit Überraschung. Das Wort Überraschung allein ist schon eine Überraschung. Zum Beispiel du und deine Mutter. Ne? Warum? Also ich habe deine Mutter kennengelernt. Ich war noch im 7. Himmel, da war sie schon im 8. Monat. Ne? Ja, aber jetzt sind wir genau in der richtigen Richtung. Wieso? Schau mal, Papa, Ja? ich werde doch einmal heiraten, Ja, gell? komm, Kind, das hat doch noch Zeit. Ja, freilich hat es noch Zeit, aber den, wo ich heiraten möchte, Ja? naja, den muss ich doch auch erst einmal kennenlernen, gell? Das hat auch noch Zeit. Ne? Ja, schon. Ja. Aber ich habe mir gedacht, du weißt, heuer am Heiligen Abend, Ja. da ist es dann soweit. Was ist denn da soweit? Der Zeuginder. Was sagst man da? Ja, das heißt, das ist eigentlich mein Überraschungsbackerl für Also, dich. ja, aha. Den schaue ich mir aber ganz genau an. Und weh, er gefällt mir nicht. Na, dir muss er ja nicht gefallen. Ich möchte ihn doch heiraten. Naja, also da reden wir erst, wenn es mal soweit ist. Ne? Schon, Papa, aber wir haben noch ein Problem. Warum? Ich möchte nämlich unterm Christbaum schon die Verlobung feiern. Unterm Christbaum? Aha, ja, da haben wir nur sein. Wir haben noch keinen, ne? Ja, dann wird es aber höchste Zeit, dass du ihn bringst. Den bringe ich erst am Heiligen Abend. Da sind sie am billigsten, weil da sind sie froh, wenn sie alle losbringen. Ne? Mama hat schon recht, wenn sie sagt, jedes Jahr dieselbe Gaudi. Ja, Weihnachten ist ja ein Fest der Freude. Da muss doch ein Gaudi dabei sein. Also, was, Papa, ich geb's auf. Ja, gib's auf. Genau wie die Alte, genau wie die Alte, die Junge. Ah, ja. Mein Gott, hab ich Kopfe. Sei froh, Wieso? dann weißt du wenigstens, dass du einen hast. Hör bitte auf mit deinen blöden Witz. Ich weiß noch einen blöden Witz. Ja, und der wäre? Deine Tochter will sich am Heiligen Abend unterm Christbaum verloben. Das ist kein blöder Witz, das ist eine nette Bescherung. Ja, da hast du recht. Da kannst du gar nicht mitreden, weil du gar nicht weißt, was eine Bescherung ist. Das weiß ich wohl. Okay. Ja, zum Beispiel, wie unsere Tochter noch ganz klein war und die Windel vollgeschaut hat, ne, da hast du jetzt mal gesagt, oh, das ist eine nette Bescherung. Kann man sich mit dir auch vernünftig unterhalten? Natürlich, bitte nimm Platz. Beim Sitzen redet sich leichter. Ne? Ja. Um was geht's denn? Ja, also, es kann sein, Ja. höchstwahrscheinlich wird Ja. die Zilli in der nächsten Zeit heiraten. Unser Deppe, die Köchin will heiraten. Ja, und da braucht man dann eine neue Köchin, ne? Das höre ich aber gar nicht gerne. Wieso? Ich habe mich so an Ihren Fraus gewöhnt. Ist es jetzt, wie es ist? Wir Ja. brauchen auf alle Fälle eine neue Köchin. Ja. Du, dass ich die ganze Arbeit mache, das kannst du nicht von mir verlangen. Ich verlange von dir gar nichts. Ich weiß schon ein paar Jahre nichts mehr. Bitte keine Zweideutigkeit, ja?
Wir haben von der Arbeit gesprochen. Ach ja, doch bloß du auf. Was? Du Heuchler, das darf ja nicht wahr sein. Du willst doch nur deine Bequemlichkeit. Und ich darf die ganze Arbeit im Haus machen. Ja, wie sich's ja für uns Frauen gehört, deiner Meinung nach. Du Macho. Da, nimm dir ein Beispiel an die amerikanischen Männer. Was ist mit denen? Das sind Hausmänner. Was? Die helfen ihre Frauen. Hausmänner. Das ist ja nicht Lach. Das sind Hauspantoffeln. Aber bitte, dann geh halt rüber nach Amerika. Du wirst schon einen finden, der dich mitnimmt. Du glaubst gar nicht, was sie für ein Klump mitgenommen haben nach Amerika. Da kann ich gar nicht lachen drüber. Was? Aber über dich lacht die ganze Straße. Warum denn? Ja, wie es dir die Augen nicht mehr raustreibt, wenn du die junge Briefträgerin siehst. Ist auch ein sehr hübsches Mädel. Kannst du sagen, was du willst. Solche Augen. Aber bitte, du brauchst mich gar nicht anreden, deswegen lass mich bitte meine Ruhe. Ich kann auch nichts dafür, dass unsere Ziele geht. Ne? Ich würde auch gehen, wenn ich mit dir nicht verheiratet wäre. Ne? Bitte, ich wollte dich nur vorbereiten, nicht, dass es uns so geht, als wir der Frau Dr. Kramer, ne? Warum ist denn der Frau Dr. Kramer gegangen? Ja, weißt du das nicht mehr? Die hat doch auch eine Köchin gesucht. Es hat sich auch eine vorgestellt. So. Ja, wird dann die Frau Dr. Kramer, wie es die Zeugnisse gelesen hat, dann hat sie gesagt, aber Sie waren ja in der letzten Zeit sehr kurz in jeder Stellung. Ja. Ne? Dann hat sie gesagt, also nach 8 Tagen war es das erste Mal, beim zweiten 3 Wochen und bei der dritten, da waren sie nur 10 Tage. Mhm. Sag doch die. Also wissen Sie, da habe ich sehr, sehr großes Pech gehabt. Ja, die eine, die ist nach 8 Tagen an Herzasthma gestorben. So. Und die zweite, die hat sich nach 3 Wochen mit dem Auto derrennt. Mhm. Ja, und die dritte, die ist nach 10 Tagen, hat es den Schlag getroffen. Mhm. Ja. Hast du die Adresse von der? Die nicht mehr. Oh, Alter! Unverschämter Kerl! Spaß darf man auch keinen mehr machen. Zur Strafe gehe ich jetzt ins Wirtshaus rüber und kaufe mir eine halbe. Aber halt mal Juppen, brauche ich noch mal Juppen. Ja. Kalli, komm rein. Wir sind allein. Nein, jetzt hab halt nicht so eine Angst. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Da bin ich. Gott sei Dank ist dein Herr Vater nicht da. Wenn ich bloß an den Heiligen Abend denke, wird mir schon ganz mulmig. Ach, Kalli, jetzt sei halt nicht so Angst hast. Der Papa wird dich schon nicht gleich fressen. Aber sag einmal, hast du schon was überlegt, was du zu ihm sagen wirst? Ja, ich habe mir was aufgeschrieben und das werde ich jetzt noch lernen und dann werde ich ihm gegenübertreten. Ja, und was hast du da geschrieben? Soll ich es dir vorlesen? Ja, freilich, mach schon. Moment. Du setzt dich jetzt hierher. Ja. Du bist jetzt dein Vater. Ja. Und ich werde sagen, Moment. Werde ich sagen... Sehr geehrter noch nicht Schwiegervater. Wieso noch nicht? Ja, er ist es doch noch nicht, wenn ich ihn frage. Ah ja, freilich, klar. Ja, also weiter. Also nochmal von vorne. Sehr geehrter noch nicht Schwiegervater. Ich stehe hier vor Ihnen als noch nicht Schwiegersohn und möchte es aber gerne werden. Ja? Ich liebe Ihre Tochter und Ihre Tochter liebt mich. Du sag Und einmal, Kalli, wie lange ist denn das noch, was du da geschrieben hast? 3 Seiten, warum? Gottes Willen, na so lange hört dir doch der Papa nie zu. Das musst du viel kürzer machen. Du musst sagen, sehr geehrter Herr Straßmeier, ich bitte Sie um die Hand Ihrer Tochter. Das ist alles. Freilich? Und wenn er dann Nein sagt? Dann red ich mit ihm. Aha. Und wenn du mit ihm sprichst, dann sagt er ja. Ganz bestimmt sogar. Warum sprichst dann nicht gleich du mit ihm? Kalli, weil doch das so der Brauch ist, dass der Bräutigam bei den Eltern um die Hand anfragt. Also gut.
Ich werde deinem Vater mutig entgegentreten und werde... Nur jetzt noch nicht. Jetzt ist aber ganz mutig davongelaufen. Sag mal, weißt du, wo mein Hut ist, Lisa? Ah, den hast du gestern bestimmt im Wirtshaus hängen lassen. Ah, nein, nicht bestimmt, ganz bestimmt. Den lasse ich immer hängen, damit ich einen Grund habe, dass er wieder rübergehen kann. Papa. Moment einmal. Ja? Pass mal auf. Du hast mir nicht gesagt, was der vom Beruf ist und ob dich der ernähren kann. Ne? Ach so, ja, habe ich ganz vergessen. Also Ja, mein zukünftiger, Ja. das heißt, den Mann, den ich dir am Heiligen Abend vorstellen will, Ja. ist vom Beruf Zoologe. So, aha, der arbeitet im Tierpark. Bei was für Viecher? Bei den Löwen oder bei den Elefanten? Ha? Na, Papa, er studiert. Ach, er studiert bei was für Viecher, dass er anfängt. Na, Papa, er studiert Zoologie. Er ist noch ein Student. Ein Student? Ja. Oh, da muss ja ich gleich zu studieren anfangen, wie dich der ernähren soll. Naja, Papa, bis jetzt ist ja sein Honorar noch recht klein, gell? Ja. Aber Papa, wenn der fertig ist, Mai, dann verdient er ein schönes Geld. So, und bis dahin darfst du Brotsuppen schlamperl, was? Papa, wir haben uns gern und wenn man sich gern hat, dann kann man für auf einiges verzichten. So, aha, darum habe ich deine Mutter so gern. Was? Gar nichts, ne? Pass auf, Papa, wenn's den siehst, dann Ja. wirst du das bestimmt recht machen. Ja. Für die Papelein. Ja, derselbe falsche Luder wie die alte. Naja, Hey, was ist mit dir los? Was? Kommst du oder gehst du? das habe ich bis jetzt nicht gewusst. Jetzt weiß ich, weil ich dich gesehen habe, ich gehe. Und wo gehst du hin? Ich gehe lieber ins Wirtshaus, da hängt mein Hut, den habe ich vergessen. Ne? Habe ich nichts dagegen. Na fein, ne? Ja, aber dann bringst gleich einen Christbaum mit, gell? Wie oft soll ich dir noch sagen, der Christbaum wird erst am Heiligen Abend gekauft. Da ist er am billigsten, weil sie froh sind, wenn sie es losbringen. Ja, ich weiß. Du hast immer schon an der verkehrten Stelle gespart. Jawohl, und zur Hochzeit hätte ich mir auch sparen können. Meinst du das im Ernst? Also, du kennst mich doch, du weißt doch, dass dir einen Spaß macht, oder? Spaß. Ja. Warst du mit dem Frühstück heute zufrieden? Was heißt zufrieden? Der Kaffee war zu süß, die Eier waren zu hart, aber mit den harten Eiern kannst du nichts dafür. Das sind ja die Hühner schuld, ne? Die Hühner, die wo so einen harten Stuhlgang, ich meine, die wo so hart die Eier legen, ne? Red doch ganz an Schmarrn daher. Das sind weder die Hühner schuld, noch ich, sondern unser damische Zilli. So? Ja, aber der kann's jetzt auch nicht böse sein. Die ist verliebt. Ja, alles ist bei uns im Haus verliebt. Die Zilli ist verliebt, unsere Tochter ist verliebt in einen Studenten, der Viecher studiert, ne? Mein Gott, na lass sie doch, wenn sie gern haben. Denk doch zurück, bei uns war's doch genau dasselbe. So? Ja, du hast doch immer gesagt, wenn du mich nicht kriegst, Ja. bringst du dich um. Hab ich gesagt? Hast du gesagt? Na gut, ich habe mich nicht umgebracht. Dafür habe ich lebenslänglich gekriegt, ja? Jetzt ist, wie es ist. Jetzt schau dann einmal morgen an. Na gut. Genau, und dann reden wir weiter. Gut, hast recht, wie immer. Und jetzt hol ich meinen Hut. Fertig an. Na, da bin ich ja neugierig. Auf den Dirndl, Herr Bräutigam, bin ich wirklich neugierig. Du, Chefin? Ach, du kommst mir gerade recht. Ja, drum bin ich auch da. Jetzt sag einmal, was hast denn du meinem Mann heute für Frühstück gegeben? Frühstück? Ja. Ja, das, was er immer kriegt. Brot, Butter, Wurst, Kaffee, Eier. Der Kaffee war zu süß, die Eier waren zu hart. Ja, meine Chefin, wie ich den Kaffee gesüßt hab, da hab ich an meinen Toni gedacht. Und bei den Eier? Bei den Eier, da hab ich nicht auf die Uhr geschaut. Silly, ich bitte dich um alles in der Welt. Pass halt ein bisschen auf. Du weißt ganz genau, wenn das Geringste passiert, dann schimpft mein Mann mit. Meine Chefin, wenn ich halt einfach immer an meinen Toni denken muss. Hey, wer kommt denn da? Das wird der sein, mein Toni, den kenn ich am Klopfen, ich hab ihn doch herbestellt. Also ja, herein. Ja.
Grüß Gott, ich bin der Hafner, Toni. Ja, grüß Gott. Grüß dich Gott, Toni. Ja, du hab ich schon Grüß Gott gesagt. Freilich hast du schon Grüß Gott gesagt. Ja, also, Chefin, das ist jetzt mein Toni. Ja. Toni, das ist meine Chefin. Ja, geh weiter, sag schon Grüß Gott. Wieso? Ich hab gemeint, ich hab schon Grüß Gott gesagt. Ja, Aber doppelt nicht halb besser, Ja, so gell? ist es. Also grüß Gott. Toni, also jetzt, die schöne Hand, die schöne Hand. Also grüß Gott. Herrschaft, okay, was machst du denn jetzt? Also die Zilli, die ist ganz durcheinander, gell? Weil sie ja gewusst hat, dass sie kommen. Ja, Ja, ich bin halt so hinaufgeregt. Gell? Ja, und ich werde euch jetzt allein lassen, dass ihr euch ein bisschen unterhalten könnt, Ja, gell? ich weiß nichts, kannst ruhig da bleiben. Ja, Toni. Ja, Ja, geh weiter, komm. Setzen wir uns ein bisschen aufs Sofa. ja, das kann ich. Ja. So. Also. Toni, da bin ich. Ich such dich überall. Ja, Ja. jetzt verzeih halt. Sag was. Ja, ich hab doch schon gesagt, dass ich nichts weiß. Doch, pass auf, du. 2 prächtige Bullen hab ich gekauft. Ein junges Kaibi hab ich gekauft. Und heiraten möchte ich auch. Toni, warum hast denn du 2 Bullen gekauft? Ja, mei, wenn einer nicht mehr kann der andere aushelfen. Ja, und wegen dem Heiraten. Heiraten möchtest du auch. Ja, wenn's geht, ja. Warum bist denn du bis jetzt noch nicht verheiratet gewesen? Hast keine Mengen? Und da, ich hab schon viele Mengen, ja. Ja, Aber die haben mich nicht Mengen. da bin ich aber jetzt schon froh. Ja, warum? Ja, weil sonst hätte ich ja ihn nicht gekriegt. Ja, jetzt hast du wieder recht. Ja. Du pass mal auf, du. Wenn ich jetzt an uns heirate, bringst du dann was mit? Natürlich, eine Mutter gut. Ja. War die Mutter so gut? Naja, 20.000 Mark. Ja, das ist gut. Ja. Gell? Und der Vater? Der Vater, der war weniger gut. Das war ein Musiker, der ist flöten gegangen. So. Und das ist also ganz gewiss wahr, dass du mich magst, ja? Freilich, Toni, ganz gewiss. Gut, dann bleibt's dabei, dann wär geheiratet. Ja, Du, dann möchte ich jetzt aber sofort und auf der Stelle, gell? ein großes Puzzle. Na, was zum Essen. So, Ja. naja, dann macht er jetzt eine kleine Brotzeit, gell? Ja, es darf aber auch ruhig ein großes sein, gell? Gut, aber dann kriege ich wirklich ein großes Puzzle. Erst die Arbeit, gell? Du? Grüß Gott, Grüß Gott, wer sind Sie? bin der Bräutigam. Der Viehstudierer. Der Student. Der studiert aber schon lange. Weil er so alt ist. Sie sind der Bräutigam. Ja, das heißt, wenn's nichts dagegen haben, gell? Ja, Sie wollten doch eigentlich erst morgen kommen und mit der Braut und dem Christbaum liegen. Ne? Ja, wollte ich, ja. Aber sie hat gesagt, ich soll heute schon kommen und darum bin ich halt heute schon da. Aha. Und Sie haben also mit den Viechern zu tun. Ja, das heißt eigentlich mehr mit den Rindviecher, gell? So? Sie glauben ja gar nicht, was so ein Rindviech Arbeit macht, gell? Ja? Ja, aber jetzt habe ich es ja dann leichter. Jetzt habe ich ja dann mit meiner Braut eine Hilfe. So? Ja, Ja, was muss denn die Braut da helfen zum Beispiel? zum Beispiel Ja? melken. Melken? Melken. Melken! Was melken die? Die Löwen oder die Elefanten?
einen Schlag hast du schon, gell? Elefant. Das ist ein frecher Kerl. Na, der kriegt meine Tochter nie. Sieh, Ja? sag Ihnen was, ich glaube, die Braut, die müssen sie nur aus dem Kopf schlagen. So, und warum? Ganz einfach, weil ich als Vater nicht Ja sage. Was sind Sie, der Vater? Ja, Der Musiker, hä? Der Flötenspieler, hä? Der sein Kind allein lassen hat, hä? und den hat's erwischt. Und Du pass mal auf, du, gell? An deiner Stelle war ich ganz schön stark, gell? Mutter mitsamt dem Kind sitzen lassen. Ne? den haben sie ganz frisch entlassen. Sie, sagen Sie mal, von wem und von was reden denn Sie da? Von meiner Braut? Von deinem Kind, du, gell? Was? Ja. So, Also, Herr Toni, Ja. die Brotzeit, die steht in der Küche am Tisch und die Braut sitzt daneben. Da geh ich gleich raus zu ihr. Halt, halt. Was ist? Der Zilli nix sagen, dass ihr Vater da ist, gell? Sag mal, was hat denn das zu bedeuten? Wieso? Du lässt einen Wahnsinnigen zu uns ins Haus, der geht hinaus in die Küche, schickst ihn aus, gibst einen Lotzen zum Essen, nicht zur Brotzeit. Ja, seid ihr nicht alle verrückt geworden? Alter, was regst du denn so auf? Der Toni ist doch völlig harmlos. Was ist der harmlos? Ja, Du wirst doch nicht glauben, dass ich jemals eine Einwilligung zu einer Hochzeit gebe. sag mal, jetzt bist du verrückt. Warum? Ja, so, das kann doch dir wurscht sein, wenn der Toni heiratet. Ja, was bist denn du für eine Rabenmutter? Was? Mir ist es nicht wurscht, wer meine Tochter heiratet. Da, Alter, jetzt bist du am falschen Dampfer. Wieso? Der will doch nicht unsere Tochter Er heiraten. hat sich doch bei mir als Bräutigam vorgestellt. Ja, aber doch nicht von unserer Tochter. Ja, von wem denn dann? Von der Zilli. Der gehört zur Ziele. Ja. Ich sag das, die zwei passen wunderbar zusammen. Ja, du hast wie immer recht. Ja. Ich weiß auch schon, was bei diesen beiden auf der Hochzeitseinladungskarte stehen wird. Was denn? Mit Gottes Hilfe haben sich wieder zwei Damische gefunden. Also du, den Papa hast du sehen sollen, wie der geschaut hat, wie der Toni gesagt hat, grüß Gott, ich bin der Bräutigam. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, der Papa muss doch sofort gemeint haben, dass das mein Bräutigam ist. Ja, freilich. Und dann das blöde Gesicht vom Papa, wie ich reinkomme und sag, er soll rausgehen und Brotzeit machen. Schade, dass ich da nicht dabei war. Oh, wo ist denn der Papa jetzt? Also jetzt schlaft er seinen Rausch aus. Ja, gestern hat er ja rüber müssen zum Wirt, ne? Hat er Ausrede gehabt, ist ja ganz klar. Und dann ist er mit einem Riesenrausch heimgekommen. Mama, ich sag das. Ich bin schon so neugierig, was der Papa sagen wird, wenn er endlich meinen Kali sieht. Du, nicht nur du bist neugierig. Ja? Ja? Sag mal, wer ist er denn? Naja, wie jeder andere Mann halt auch, gell? Bloß ein bisschen schüchtern ist er. Aber das gewöhne ich ihm schon noch ab. Schüchtern. Das war der Papa. Was? Der Papa und schüchtern? Das Ja, kann ich mir und- gar nicht vorstellen. Und wie? Aber ich muss sagen, er hat mir jeden Tag einen Strauß Blumen geschickt. Ui. Jeden Tag. Und was für schöne Blumensträuße. Ja, bis eines Tages dann unser Nachbar gekommen ist und der hat vis-à-vis von uns hat er eine große Gärtnerei gehabt, ne? Ja, und dann hat er zu mir gesagt, sag einmal, wo hast du denn die schönen Blumen her? Dann habe ich ganz stolz, habe ich natürlich erzählt, die sind von meinem Bräutigam. Der schickt mir jeden Tag so einen wunderschönen Strauß. Hat der Nachbar gesagt, aber das war der letzte. Ja, die Blumen, die sind nämlich von mir. Na,
hat er die Blumen beim Gärtner in der Gärtnerei gestohlen. Das ist wieder echt Papa. Nein, das gibt's. Aber zu seiner Ehre gesagt, um Gottes Willen, er ist sofort hinüber zum Nachbarn gegangen und hat sich 1000-mal entschuldigt, ja. Und dann hat er gesagt, er wird das natürlich ersetzen. Der Nachbar hat ihm auch einen guten Preis gemacht und er hat alles auf Heller und Pfennig bezahlt. Ja, ja, das war er seiner Beamtenehre schuldig. Guten Morgen. Allerseits. Guten Morgen, ist gut gesagt, jetzt ist schon fast Mittag. Oh, Auwe. Geht's dir nicht gut? Frau, nicht so dumm, mir geht's ausgezeichnet. Ach, hast du einen Hunger, soll er was zu essen bringen? Danke, mir ist der Appetit vergangen. Ja, magst lieber was zum Trinken? Bitte lass uns mehr rüber, ja? Das sind die Nachwehen von gestern. Dann wäre ich schuld, ihr zwei mit eurem depperten Bräutigam. Oh, Moment einmal. Du sag einmal, was können denn wir dafür, dass du den falschen Bräutigam für den meinen anschaust? Ja, was kann denn ich dafür, dass da gleich zwei depperte Bräutigame rumsausen? Ne? Übrigens, frisst der deine auch so viel wie der andere. Warum? Warum? Weil der den ganzen Kühlschrank leer gefressen hat. Na, Wie ich heimgekommen bin ich gleich wieder rüber zum Wirt, weil ich einen Hunger gehabt habe, ne? Ja, und einen großen Durst. Das sowieso. also Papa, du brauchst keine Angst haben. Mein Bräutigam ist weniger als wie du. Ja. Aber das, was er nicht ist, Ja. das nimmt er mit heim. Ah, das, was er nicht frisst, nimmt er mit heim? Sagt sie mal, wäre es nicht vernünftiger, wir machen hier eine Suppenschule auf für hungrige Bräutigamer, ne? Also ich muss sagen, ich bin auch schon dauernd am Überlegen, ob die 2 Gänse über die Feiertage reichen, ne? Was denn für 2 Gänse? Ja, schau, Papa, am ersten Weihnachtsfeiertag, da gibt's doch bei uns immer eine Gans. Ja, Gott gell? sei Dank, ich freue mich doch schon drauf. Ja, Papa, und dieses Jahr gibt's bei uns 2 Gänse. 2 Gänse? Warum gibt's heuer bei uns 2 Gänse? Ja, wir kriegen Besuch. Was, ein Besuch? Ja, wer denn? Sag's ihm du. Ja, also Papa, also die Sache ist es so. Ja. Ich hab mir halt gedacht, wenn ich dir meinen Verlobten einmal vorgestellt hab Ja. und du bist ganz begeistert von ihm, Begeistert? Ich, dass er nicht lacht. Aber bitte red weiter. ja, da hab ich mir halt gedacht, ach, dann lad ihn doch gleich am ersten Weihnachtsfeiertag zum Essen ein. Das ist der, der nicht so viel frisst. Ja. Und das, was er nicht frisst, nimmt er mit heim. Ja, Dann ist die erste Gans weg. Daher die zweite Gans. Ja, es kommt aber noch ein Besuch. Noch einer? Ja, wer denn? Sag's ihm du. Was? bitte Papa, aber wenn ich dir das sage, reg dich nicht auf. Bitte nicht aufregen, gell? Ja? Es ist der Zilli, ihr Bräutigam. Was? Der Kühlschranklehrer? Papa, ich hab doch gesagt, du sollst dich nicht aufregen. Oh, mein Kind, ich reg mich ja nicht auf. Ich studiere nur krampfhaft nach, wo hier die nächste Gänsefarm ist. Ne? Darfst du nicht glauben, wenn der Zilli, Kühlschrankfresser kommt, dass bei uns 2 Gänse reichen? Ne? Wieso wäre ich überhaupt nicht gefragt, ob ich auf Weihnachten einen Besuch haben will? Ja, wir hätten dich schon gefragt. Ja, wenn es zu spät gewesen wäre, wenn ich nicht mehr Nein hätte sagen können. Aber ihr werdet euch täuschen, ich sage Nein. Na, Papa, das kannst du nicht machen. Wir haben die 2 schon eingeladen. Dann lass es wieder aus. Ach, Papa, Was? du kennst doch meinen Bräutigam noch gar nicht. Es genügt, wenn ich einen kenne. Also, jetzt ist er Ruhe, jetzt red mal ich. Ja, Herrschaftszeiten, glaubst denn du, dass ich mich blamier? Wegen dir? Nix da. Wir haben die 2 am ersten Feiertag eingeladen zum Essen. Jawohl. Ja. Und sie will ja Verlobung feiern und dann wird der Bräutigam der Familie vorgestellt. Aber der Kühlschrankfresser kommt ja gar nicht in unsere Familie. Aber das ist doch der Verlobte von unserer langjährigen Angestellten, von der Zilli. Und das verlangt schon der Anstand, dass wir den mit einladen. Jetzt pass mal auf. Jetzt ist er Ruhe. Kein Wort mehr. Das war's gleich. Deine Mutter, Hat recht.
Das ist mein letztes Wort. Und dabei bleibt's. Ja, habe ich denn in diesem Hause gar nichts mehr zu sagen? Nein! Na, dann kann ich nur noch sagen, frohe Weihnachten. Mei, Herr Straßmeier, gut, dass ich Sie sehe. Was? Ich muss mir bei Ihnen bedanken, weil mein Bräutigam kummer der von Weihnachten, weil sie ihn eingeladen haben. So, habe ich das. Ja, Sie sind überhaupt so ein netter Mann. So bin ich das. Was glauben Sie, was ich alles mitgemacht habe, bevor ich zu Ihnen hergekommen bin? Ja. Also zuerst habe ich mich mal auf ein Inserat gemeldet, das Ja. ein Herr aufgegeben hat. Und da ist drin gestanden in diesem Inserat, Ja. alleinstehender, gehobener Beamter sucht junges Mädchen für alles Mögliche. Ich war auch mal Beamter. Haben Sie auch immer alles Mögliche gesucht? Nein, ich habe alles Mögliche gleich gekriegt. Also, naja, auf alle Fälle habe ich meine Zeitung genommen und bin da hingegangen. Ja. Gell? Und dann habe ich gelitten. Was und hast dann, du? Gelitten habe ich. Du hast geläutet. Gelitten hat der Herrgott. Na, der hat nicht aufgemacht. Was? Naja, Ja. auf alle Fälle, ich habe halt auf diese Klingel gedrückt, Ja. gell? Und dann hat der aufgemacht und dann habe ich gesagt, grüß Gott, Sie suchen ein junges Mädchen. Ja, hat er gesagt. Haben Sie es dabei? Dann habe ich ihn aber sofort aufgeklärt, gell, dass ja ich dieses junge Mädchen bin. Ja. Und dann hat er gemeint, so, ich habe geglaubt, Sie sind die Mutter. Bei dem bin ich nicht geblieben. Ein echter Beamter. Ja, dann bin ich halt gegangen. Ja, und dann? Und dann bin ich zu Erna gekommen. Ja. Und da gefällt es mir wirklich gut. Und So. darum tut es mir jetzt richtig leid, wenn ich heute jetzt heirate, dass ich nah weggehen muss von Ja, der Bräutigam kommt ja Weihnachten zum Essen, habe ich gehört. da. Ja, Sie haben ihn ja eingeladen. Ja. Ja. Und recht Hunger hat er auch, habe ich gehört. Ne? Ja, viel Hunger hat er. So, meinst du, dass 2 Gänse reichen, wenn dein Bräutigam kommt? Also ich bin mir nicht sicher und darum glaube ich, mache ich vorsichtshalber auch noch seine Lieblingsspeisen. Und was ist das? Reiberdatschi, Krautwickel und Kässpatzen. Ja, für Teufel. Jetzt habe ich auch keinen Kopfweh mehr. Also, Silly, weißt du was? Ja, Ich Chef? gehe rüber zum Wirt. Ja. Wenn meine Frau fragt, wo ich bin, sagst du, ich bin zum Wirt übergegangen. Ganz einfach, gell? Ist schon recht, Chef. Aber Chef, gell, Ja. komm uns bitte nicht wieder mit einem Rausch heim, weil sonst sperrt Ihre Frau wieder die Schlafzimmertüre zu. Dann schlafe ich wie immer im Fremdenzimmer. Wenn's meiner... Halt, Chef! Was? Bitte schön, vergessen Sie nicht, wir haben immer noch keinen Christbaum. Jetzt fängt die auch noch an. Käse, Spatzen und Krautwickel. Er ist halt wirklich ein netter Beamter. Ach, mein... Ja, herein? Ja! Kuckuck! Ich hab erst gedacht, dass das du bist. Ich kenn dich ja schon am Klopfen. Ich wollte eigentlich bloß fragen, wie es dir geht. Dankeschön, mir geht's gut. Und wie geht's dir? Ja, dann geht's mir auch gut. Ja. Hast du einen Hunger? So was darfst du mich nicht fragen. Hunger habe ich immer. Also, wenn wir jetzt einmal verheiratet sind, Ja? dann darfst du essen, was du magst. Und so viel, wie du magst, bis nichts mehr da ist. Das ist gut. Ja, und was machen wir, wenn nichts mehr da ist? Ja, dann musst du aufhören mit dem Essen. Ja, das ist nicht gut. Aber du brauchst keine Angst haben, bei uns ist immer was da. Und wenn nichts mehr da ist, dann schlachten wir wieder was, dann haben wir wieder was. Du bist ganz schön raffiniert. Ach, drum mag ich dich auch. Und deshalb bin auch ich für dich deine Zilli. Und ich bin dein Toni. Und wenn's mich fragst, dann kann ich. Bist du gleich da? Schande. Also,
Also jetzt muss ich wieder an meine Arbeit. Weißt du schon, morgen haben wir doch unseren großen Tag. Was für einen großen Tag? Ja, morgen ist doch unsere Verlobung. Ach so. Toni, Ja? stell dir vor. Und die Tochter vom Haus verlobt sie morgen auch. Ja? Ja, Du, pass auf. Kommt dann der auch mit dem der Chef verwechselt hat? genau, der kommt morgen. Dann mag ich dich nicht mehr länger aufhalten. Du hast morgen deinen großen Tag Ja. und ich übermorgen, gell? Warum übermorgen? Ja, da gibt's doch 2 Gänse. Also, weißt du das? 4. Truthähner. Ja, warum jetzt Truthähner? Und die Friese genauso gern. Das ist doch nicht so. Was? Der denkt doch nur ans Essen. Entschuldige. Aha, niemand da. Also gut. Ich werde jetzt hier auf den Vater meiner Braut warten, um ihre Hand anzuhalten. Jawohl, ich sehe nicht mehr länger ein, dass ich noch länger warten soll. Ich werde zu ihm sagen... Moment. So. Ich werde zu ihm sagen, mein lieber Herr Strassmeier. Entschuldigen Sie, ja. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, ja. Sitzen Sie bequem, ja. Ich bin zu Ihnen gekommen. Was, zu mir? Sind Sie der Herr Strassmeier? Was ist denn das für ein Depp? Nein, der Herr Strassmeier bin ich nicht, aber seine Frau. Seine Frau? Ja, Gott sei Dank. Sie sind mir sowieso viel lieber. Können Sie mir sagen, was Sie hier wollen und wer Sie überhaupt sind? Ja, aber selbstverständlich, Frau Streuselkuchen. Strassmeier heißt sie. Strassmeier, ja. Ja. Frau Strassmeier. Meine Liebe, Ich bin nicht Ihre Liebe. meine Liebe und mein Herz sind vorausgeeilt. Aha, und dann sind Sie nicht mehr nachgekommen. Aber nein, um sie ihnen zu Füßen zu legen und um sie zu fragen, ob sie mir ihre Tochter anvertrauen. Was, meine Tochter? Ja, ihre Tochter Lisa und meine heimliche Verlobte. Was, Sie sind der Bräutigam? Ja, Frau Strudelteig. Strassmeier. Strassmeier. Also, mein Lieber, es tut mir furchtbar leid, aber wissen Sie, mein Mann, der ist jetzt nicht da. Und ich würde empfehlen, unterhalten Sie sich mit meinem Mann, reden Sie mit ihm und wenn er einverstanden ist, dann sind Sie morgen herzlich willkommen. Ja, dann wird es wohl doch dabei bleiben, dass ich morgen noch einmal komme und unter dem Christbaum bei Ihrem Herrn Gemahl um die Hand von seiner Tochter Lisa anhalte. Ja, da freue ich mich heute schon. Ja, dann möchte ich Sie jetzt nicht mehr länger aufhalten und sagen Sie bitte liebe Grüße an die Lisa, ja? Ja. Und nicht zu vergessen, natürlich auch unbekannterweise an Ihren Herrn Gemahl. Ja, und natürlich nicht zu vergessen von Ihrem noch nicht Schwiegersohn Karl. Auf Wiedersehen. Ja, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Lisa! Lisa! Was brauchst du, Mama? Wer glaubst denn du, wer gerade da war? Ich weiß es nicht, aber du wirst es bestimmt gleich sagen, oder? Ja. Dein Verlobter, der Zooheini. Mama, das ist kein Zooheini, sondern ein Zoologe. Gut, dann ist er kein Zooheini, sondern bloß ein Heini. So. Und kannst du mir sagen, warum er ein Heini ist? Warum? Da fragst du noch. Also wie der schon redet und dann seine ganze Art. Ja, nein, Mama, das ist ein Student. Und Studenten reden immer ein bisschen anders als wie die anderen. Also du, der redet schon ganz anders als wir die anderen, gell? Also Mama, mein Karli ist schon recht. Und es wäre mal ein lieber und netter Ehemann, der alles tut, was ich sag. Ja, also das glaube ich dir aufs Wort. Der traut sich bei dir bestimmt nie Nein sagen. Na, also wenn ich meinen Papa so anschaue,
der traut sich doch auch kaum Nein sagen, oder? Ja, das soll er probieren, aber dann kracht's. Jetzt erst aber auf. Also du bist schon auch beim richtigen Zeitpunkt still, wenn der Papa mal auf den Tisch haut, gell? Das ist alles Diplomatie. Was? Ja, ich sag zur rechten Zeit ja. Ja, und mach dann das Gegenteil, gell? Ja, und der Papa freut sich, weil er ja dann wieder vergessen hat, wie er es gesagt hat. Ne? Ich sag das dir, die Mannsbrüder sind ja alle so deppert. Aber du sag einmal, wo ist denn der Papa jetzt? Mei, hoffentlich bringt er jetzt endlich den Christbaum mit. Och, morgen ist doch unser großer Tag, gell? Aber was anderes? Was? Wo stellen wir denn den Christbaum hin? Ins Gästezimmer rein. Ja, da ist ja der Tisch schon gedeckt mit der schönen Weihnachtstischdecken. Ja, und das schöne Porzellanservice habe ich raus. Und den Christbaumschmuck. Ja, wenn der Papa einen Christbaum bringt, können wir ihn schmecken. Und wo hast du die Weihnachtsbackerl hin? Ha? Herrn, Was? die habe ich so gut versteckt, die findet keine Menschenseele. Dann ist schon gut. Ja? Chefin, schau mal, jetzt habe ich im Speicher die Backerl gefunden, kennen die mir? Ja, sag mal, meine Weihnachtsbackerl. Also der Dotschen kommt doch überall hin. Wenn die noch einmal Dotschen zu mir sagt, dann kündige ich, ja? Geh, hör auf, Zilli. Ja, du gehst doch sowieso nicht. Woher weißt denn du das? Weil du mir selber gesagt hast. Ja, das ist einfach immer mein Problem. Ja, weil ich meine innigsten Gefühle immer so vor mich rauswerfe. Du sag einmal, wie weit bist denn du mit den Vorbereitungen in der Küche für morgen? Fertig? Ja. Jawohl, beide Gänse sind tot. Alle Haare sind ausgerissen, ich meine Federn ausgerissen und sie liegen bereits schön verpackt in der Bratpfanne und warten, dass sie morgen ins Rohr geschoben werden. Dann ist recht. Ich gehe jetzt auf mein Zimmer und wenn der Papa kommt, dann rufst du mich bitte. Ja, ist schon recht. Mein Gott, Weihnachten ist bei uns immer ein Durcheinander. Aber Weihnachten ist halt wirklich so schön. Vom Himmel hoch da. Nein, ich komme von zu Hause. Wo kommen Sie her? Ja, ich sagte doch gerade eben von zu Hause. Könnte ich denn wohl den Herrn Strassmeier sprechen? Ja, da haben Sie leider Pech. Oh, das ist aber ärgerlich. Ja, was wollen Sie von ihm? Ja, ich möchte um Ihre Hand anhalten. Die muss ich aber vorher erst waschen. Aber nein, doch nicht um Ihre Hand, sondern um die Hand von dem Fräulein Lisa. Ach, von der Lisa? Ja, dann sind Sie der Bräutigam von der Lisa. Ja, grüße noch gut. Guten Tag, ja. Ich bin die Zilli, das Mädchen für alles. Ja, ja. Ja. Können Sie mir denn sagen, wo sich der Herr Strassmeier befindet? Ja, also wenn er nicht da ist, dann ist er bestimmt beim Wirt drüben. Dann werde ich wohl doch morgen noch einmal kommen müssen. Ja. Na, morgen geht gar nichts, weil morgen wollen wir unsere Ruhe. Außerdem haben wir nur 2 Gänse und die fressen wir selber. Mein liebes Fräulein, ich möchte doch nicht zum Essen kommen, sondern ich möchte um die Hand von dem Fräulein Lisa anhalten. Moment, haben Sie jetzt gerade liebes Fräulein zu mir gesagt? Ja, warum? Dann dürfen Sie auch zum Essen kommen. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für die Einladung, ja. Bitteschön. Ist Ja. doch gern geschehen. Ja, also auf Wiedersehen. Auf Ja. Wiedersehen. Ja, Ja. wirklich ein reizendes Fräulein. Das ist ein reizender Depp. Der darf ja viel besser zu mir passen als wir zu Lisa. Aber leider bin ich ja schon besetzt, gell? Ach, aber gefällt Ach, da bist du, ich such dich überall. Normalerweise bin ich auch immer überall. Nur jetzt im Moment hat mich gerade der Bräutigam aufgehalten. Was, der Bräutigam? Ja. Da muss ich schauen, ob der Kühlschrank leer ist.
Bleib da, Chefin, nicht mein Bräutigam hat mich aufgehalten, sondern der Bräutigam von der Lisa. Was? Ja, und so wie der ausschaut, frisst er nix. Der war da? Ja, und hat er gesagt, wann er wieder kommt? Morgen. Ja, ich hab ihm schon gesagt, dass wir eigentlich morgen unsere Ruhe haben wollen, aber Chefin, gell, dann war der so nett zu mir. So nett! Dann hab ich ihn halt gleich zum Essen eingeladen. Was, du hast ihn zum Essen eingeladen? Ja, es war kein anderer da. Mein Gott, hoffentlich kriegen wir keinen Besuch mehr bis morgen, sonst klangen die zwei Gens bestimmt nicht. Da muss ich eine dritte machen. Ja, freilich, jetzt komm jetzt gern der Arbeit. Ja, ich bin Wir schon werden bis unterwegs. morgen nicht fertig. Ja, natürlich. Mein Gott, Lisa, ihr Geist. Valencia, dein Stenz ist da. Mein, Ja? du hast aber wieder einen schönen Schwips. Oh, das freut mich aber, dass er dir auch gefällt. Na, sag mal, wie viel Halbe hast du denn wieder drungen? Ja, ich bin doch nicht ins Wirtshaus gegangen, damit ich die halbe zähle, oder? Hast du einen Christbaum mitgebracht? Wie oft soll ich dir das noch sagen? Morgen ist Heiliger Abend und morgen kommt der Christbaum. Ne? Weil er mal billiger ist. Ich sag dir nur das eine. Was? Wehe, wenn du keinen Christbaum kriegst. Sag mal, soll das eine Drohung sein? Nein, das ist mein So, Ernst. dann ist was anderes. Ja. Übrigens, Ja. der Bräutigam, der war schon zweimal da. Dann sei so gut und füll den Kühlschrank auf. Nein, nicht der Bräutigam von der Zilli, sondern dein zukünftiger Ach, du Schwiegersohn. meinst der Löwenbändiger? Ja, Was will er denn? ja, er wollte um die Hand von der Lisa Der anhalten. kann es auch nicht erwarten. Ich hätte auch noch ein bisschen warten sollen. Ja. Ja, komm, hör auf. Du kannst dich beschweren. Du darfst ja jeden Tag die Hand so drücken, dass du mich gekriegt hast. Ich mach sowieso jeden Tag eine Faust. Mei, wenn ich damals nicht aufs Volksfest gegangen war, Ja. hätten wir uns ja sowieso nicht kennengelernt. Das war ein Glückstag für uns, gell? Aber wo wir uns kennengelernt haben, das weißt du nicht mehr, Das weiß gell? ich sogar ganz genau. So, wo denn? Vor dem Kasperltheater. Ja. Was? Und das haben wir heute noch. Du bist das Krokodil und ich der Kasperl. Ja, und dann haben wir uns getrennt. Ich bin heimgegangen und du in die Geisterbahn. Alter, Ja, du gehst jetzt auf und tust dich ins Bett legen und schlafst deinen Schwips aus, gell? Und dann reden wir weiter. Und dann gnade dir Gott. hoffentlich ist er nicht daheim. Der ist wieder gut aufgeregt. Im Gegensatz zu mir. Ja, das war mir schlecht. Die Wurst von gestern hätte ich nicht essen sollen. Ah, die Wurst hat mir gar nicht gut getan. Mir ist das ganze Abendessen aus dem Gesicht rausgefallen. Und alles ins Bett. Mein Bett schaut aus wie die Windeln von einem kleinen Kind. Ja, ist mir schlecht. Ja. Gut, dass ich das Fremdenzimmer zugesperrt habe, dass die Alte nicht rein kann, sonst wird der Teufel los. Ah, Papa, das ist gut, dass du da bist. Was? Du, ich wollte jetzt gerade das Fremdenzimmer sauber machen, aber da ist Ja, zugesperrt. das ist auch gut so. Ja, kannst du mir sagen, warum da zugesperrt ist? Ja, da ist was drin, was nicht jeder sehen soll. Ne? Mei, ist das eine Überraschung? Ja, so was Ähnliches, ja. Zur Bescherung? Ja, eine nette Bescherung. Ja. Sag mal, Papa, ist das was für mich? Na, ja, glaube weniger. Ja, oder ist was für die Mama? Oh, die hätte erst eine Freude. Oh Gott. Geh, Papa, Ja, jetzt sag mir's halt. Sei doch nicht so neugierig und lass uns mal in Ruhe, bittchen. Also gut, den einen Tag kann ich ja auch noch abwarten. gell? Eben, ja. Papelein, Ja. hast du das schon eingepackt? Was? Was habe ich eingepackt? Naja, wenn man jemanden überraschen will, Was? dann macht man doch ein Backerl, bevor man es verschenkt. An dem Backerl hätte keiner eine Freude. Was sagst du? Nichts, sage ich, jetzt lassen wir halt mal. Also gut. Du, Mama und ich gingen noch ganz schnell was einkaufen für morgen, gell? Ihr geht noch zum Einkaufen? Ja. Das trifft sich ausgezeichnet. Ja, lasst euch Zeit, bricht hier gar nicht zum Heimkommen. Gell? Ich weiß auch ganz genau, warum. So, warum denn? Du willst dein Geheimnis noch einpacken, gell? Ja, sowas Ähnliches, ja. Ja. Dann viel Spaß beim Einpacken. Ja, Für ja, dich. fertig. Hat die eine Ahnung, Mädel. Jetzt muss ich schnell das Bett abziehen und sagen. Du, Chef!
Sagen Sie mir, du, das seid nicht du, Chef, sondern Sie, Herr Chef. Ne? Alles klar. Gut. Sie, du, Herr Chef, Ja. Gut, also, ich brauche unbedingt den Schlüssel von dem zu Fremdenzimmer. was denn? Ja, weil die Chefin gesagt hat, ich soll es putzen. Jeder braucht den Schlüssel, da kann niemand rein in das Zimmer, da ist was drin, was niemand was angeht. Ne? Aus. Ach so? Was? Ach, da schau her. Ich kann mir schon denken, was da drin Nein, das ist. glaube ich weniger. Ne? Also, Herein! oh, der schaut so Glas hier rein. So. Ehren Kini! Mein Bräutigam. Der Bräutigam ist da, gell? Ja. Gut, also, mach den Kühlschrank auf. Ne? Ich möchte entschuldigen, ich muss in die Reinigung. Ja. Ja, Herrschaftszeiten, so ein Pech, hä? Was ist ein Pech? Jetzt darf man den Kühlschrank aufmachen, jetzt hab ich keinen Hunger. Yeah. Aber weißt du, was ich hab? Ich hab was vergessen. Was hast du denn vergessen? Ich wollte ja vorhin eigentlich noch ein Busserl haben. Ja. Aber das kriegst du. Halt. Das kriegst bei mir in der Küche. Komm, weil die brauchen nicht alles sehen. Na, sag einmal, hast du die Backerl gut versteckt? Ja, freilich. Ich heiße ja nicht Frau Straßmeier, die die Backerler so versteckt, dass sie jeder gleich findet. Du vorsichtig sei, gell? Du, sag einmal, Mama, der Papa, der tut halt schon sehr geheimnisvoll, gell? Wieso? Der Papa? Ja, weil das Fremdenzimmer, in dem er heute Nacht geschlafen hat, Ja? da ist zugesperrt. Was? Ja. Der hat doch noch nie ein Zimmer zugesperrt. Mama, vergiss nicht, es ist Weihnachten. Auch Weihnachten hat er noch kein Zimmer zugesperrt. Da stimmt was nicht. Der sagt, der geht noch. Da stimmt was nicht. Also die zwei, die hätten doch wirklich die Tauben nicht besser zusammentragen können. Tu mir einen Gefallen und lass mir Ich will bitte meine jetzt Ruhe. wissen, auf der Stein will ich wissen, warum du das Zimmer zugesperrt hast. Weil da was drin ist, was nicht jeder sehen soll. Ne? Aha. Und was hast du da versteckt? Bitte frag mich nicht, es weihnachtet sehr. Ja, da muss ja Papeli schon helfen, gell? Komm, sei du ruhig. Und es riecht so komisch aus dem Zimmer raus. Ja, der Nasen wie ein Spürhund. Gell? Aber es riecht nach Tanne. Ne? Nein, der Christbaum ist da. Na Gott sei Dank, Moment, endlich. nein, Tannenbaum ist da. kein Christbaum und kein Tannenbaum, nur Tannenspray. Was? Ich habe Tannen gesprayt. Ja, Du hast Tannengespräch. Ja. Und für was soll das gut sein? damit es nach Tanne riecht, ganz einfach. Ne? Also ich finde das war schön von Papa, Ja. dass bei uns schon ein bisschen nach Weihnachten Ja, riecht. schön, schön von Papa. Na. Ich trau diesem Frieden nicht. Doch, das ist gell? ja so. Also, Chef, der bitte? Kühlschrank ist leer. Du, da war für nicht viel drin, das sag ich dir Da schon. kommt auch Gell. nicht mehr viel rein. Ja, sagt einmal, wer hat euch denn erlaubt, meinen Kühlschrank zu leeren, ha? Der Chef? Was, du? Ja. Ja, der Chef, weil sonst hätte er nämlich seine Bettwäsche nicht waschen können. Halt doch dein Pappen! Ja, hast du das gesehen? Ja, natürlich, wie ich beim Küchenfenster hinausgeschaut habe ich gesehen, wie er seine Wäsche aufgehängt hat. Was? Du hast Wäsche gewaschen? Ja, Eine Bettwäsche, Ja, warum? das sagt Toni, nicht, was er- Toni, ich glaube, wir gehen, da gibt's ein Familiendrama. Oh ja, lieber sag ich noch. Also, Was? jetzt raus mit der Sprache. Ja. Du hast die Bettwäsche gewaschen? Ja. Ja, warum denn? Ich Das wollte Bett deiner Mutter eine große Weihnachtsfreude bereiten, darum habe ich die Wischiwaschi. Das ist aber wirklich lieb von Papa, Das ist- gell? Was lieb vom Ja. Papa. Das ist lieb von Papa, gell, Papa? Ja. Ja. Du, ich hab das Bett vor 2 Tagen frisch überzogen. Ja, weißt du, jetzt mal so, ich bin ins Bett gegangen und habe geträumt. Ich habe einen furchtbaren Traum gehabt. Ich habe geträumt, du bist plötzlich um 10 Jahre älter wie ich. Da bin ich so erschrocken, dass ich schwitzen angefangen habe. Alles ist nass geworden, das Bett ist nass, immer nässer. Es wurde auch nicht besser. Und naja, so war's. Und dann habe ich die Wäsche gewaschen. Ja. Also, Was? du, den Schmarrn kannst du deiner Großmutter erzählen. Die lebt nicht mehr. Die ist beim Waschen gestorben. Mir scheint, ihr seid eine waschfreudige Familie. Wir haben eine Wäscherei gehabt zu Hause. Ja, also du, heute dann werd's ja auch nichts ausmachen. Ab heute
darfst du deine Wäsche immer selber waschen. Was? Ja. Papa, ich wünsche dir frohe Weihnachten. Aha. Waschen. Das war schon immer mein größter Weihnachtswunsch. Das kann ja heute ein schöner, heiliger Abend werden. Meine Eltern streiten sich die ganze Zeit. Mein Karli sieht zum ersten Mal meinen Papa, der unterm Christbaum um meine Hand anhalten will. Bloß haben wir nicht einmal einen Christbaum. Da kann man nur sagen, frohe Weihnachten. Mei, ach, das wird bestimmt mein Karli sein. Tatsächlich, Karli, komm rein. Ja, Komm rein. Der Papa ist nicht da. Der Papa ist nicht da. ja, nicht da. Ich höre ihn doch. Ja, da ist er schon, aber im Zimmer ist er nicht herin. Meinst du nicht, es wäre vielleicht besser, wenn wir das Ganze nach Weihnachten verschieben? Nix da. Du haltest heute meine Hand an. So jung und schon Witwe. Warum bin ich eine Witwe? Ja, wenn mir dein Herr Vater das Kreuz abschlagt. So ein Schmarrn. Der Papa mag vielleicht ein alter Brummbär sein, aber er hat noch niemanden das Kreuz abgeschlagen. Also gut, auf deine Verantwortung. Ich habe mich vorsichtshalber schon mal von allen Bekannten und Verwandten verabschiedet. Also gut, auf in den Kampf. Na, Karli, heute. Es ist noch nicht so weit. Erst wenn alle gemütlich beieinander sitzen, dann kommen wir rein und du bittest um meine Hand. Ja, wenn das nur gut geht. Ach, das geht schon gut aus. Jetzt hab halt nicht gar so viel Angst. Ich hab keine Angst, nur Schiss. Er kommt schon wieder, ich hau ab. Na, halt. Du bleibst da. Du bleibst da und wirst dich verstecken. Versteckt? Ja, wo denn? Wo? Ja, das ist... Wo soll ich mich verstecken? Da, komm, da in den Schrank rein. Was? Hier? Da gehst du jetzt rein. Nein. Doch, und wenn es soweit ist, dann hol ich dich wieder raus. Gottes Willen. So, und jetzt halt die Luft an, gell? So, zumachen. Ach, jetzt geht der Schlüssel nicht so. Hören auf mein Handy, ist ja nicht so zerfassen und unterbrochen. Okay, Papa, was war denn schon wieder? Deiner Mutter immer dasselbe. Wenn ich sage schwarz, dann sagt sie, es ist weiß oder umgekehrt, ne? Babelein, jetzt reg dich nicht so auf. Was? Da schau her, jetzt setzt du dich auf deinen Platz. Okay. Dann liest du in Ruhe deine Zeitung Aufrecht. und wartest aufs Christkindl. Ja, hoffentlich kommt eins. Du sag mal, Papa, wann kommt denn der Christbaum? Der kommt überhaupt nicht. Was? Es gibt heuer keinen Christbaum, die Christbäume sind alle verkauft, nichts mehr zu haben. Aus. Ja, ich habe alles abgesucht. Ich habe sogar den blöden Simmerl gefragt, sage ich, Simmerl, kannst du mir noch einen Christbaum besorgen? Und er hat gesagt, selbstverständlich, aber erst nach dem Feiertag. Ja, das hat Okay, Babelein. Babelein, aber deswegen brauchst du jetzt gar nicht so aufregen, Babelein. So, bitte hör auf mit den depperten Papierlein. Na gut, dann bist du halt nicht deppert, Babelein. Sag mal, was gibt's denn heute nach der Bescherung zum Essen? Ja, wie immer. Weißwurst und Brezen. Man muss das immer jedes Jahr dasselbe sein, sag ich mal. Ha? Kann man nicht einmal was anderes essen? Ja, magst du lieber Brezen mit Weißwurst? Komm her auf, tu mir nicht pflanzen. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir einmal nach der Bescherung was anderes gehabt haben. So, was denn? Ja, das war Heringsfilet mit Gurke und Butterbrot. Gottes Willen. Ja. Und ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, was du für ein Theater gemacht hast, weil es keine Weißwurst mit Brezen gekriegt hast. Und mit Recht, nach einer Bescherung isst man keine Heringsfilet mit Gurken. Sondern? Weißwürst und Brezen. Na also, und die kriegst du heuer wieder. Ja. Und jetzt lasse ich dich allein. Ja. Ich habe noch einiges zu tun. Ja, hast recht, ja. Der freut sich. Der kann sich freuen, der dir mal kriegt. Ich bin ein... Oh, na typisch. Was denn? Da sitzt er und lässt den Herrgott einen guten Tag sein. Also bitte, Frau, tu mir einen Gefallen. Lass mir meine Ruhe. Heute ist es nicht zu viel verlangt, wenn ich am Heiligen Abend in Ruhe meine Zeitung lese, oder? Du bist kein Familienvater, du bist ein Rabenvater. Aha. Unser Kind, unser einziges Kind, was wohlbemerkt nicht meine Schuld Ja, ist. ja. Meine auch nicht. Wir sind nur die Verleger, ihr seid die Herausgeberinnen. Ne?
Unser Kind hat heuer keinen Christbaum. Ja, hör doch einmal auf, Kind. Die ist 25 Jahre alt, ne? Jetzt hat 25 Jahre einen Christbaum gehabt, hat am 26. eben keinen Christbaum. Und warum hat sie im 26. keinen Christbaum? Weil es keinen mehr gegeben hat, das habe ich nicht wissen können, sonst hätte ich den alten von voriges Jahr aufgehoben. Ne? Heute in der Früh um 8 Uhr bist du weggegangen, um einen Christbaum zu kaufen. Ja. Am späten Nachmittag kommst du zurück, ohne Christbaum. Heute in der Früh hätte es sicher noch welche gegeben. Da hast du recht, da hat es auch noch etliche gegeben. Ne? So, und warum hast du dann keinen gekauft, du Trottel? Meinst du mich mit dem Trottel? Ja, selbstverständlich ist ja sonst keiner da. Also wie gesagt, heute früh hat es noch genug Christbäume gegeben. Aber da habe ich nicht gewusst, was für einer das ich nehmen soll. Da hat mir die Wahl so wehgetan. Ne? Ach, hättest doch irgendeinen genommen. Du nimmst ja sowieso immer das Schlechteste. Darum haben auch wir zwei geheiratet. Mein Gott. Weihnachten ohne Christbaum. Der Gedanke schmerzt mich. Und dann denk nicht mehr dran, dann ist der Schmerz weg. Keinen Christbaum, Ja, keinen Lichterschein. ja, Mein armes Kind. ja, Ist das vielleicht eine Weihnachtsstimmung? ja. Das weiß man nicht da widersprechen. Ich habe nicht widersprochen, ich habe sowieso immer Ja gesagt. Ne? Ja. Du, Mama, du in der Küche, Gut, was brauchen wir noch? Gott sei Dank, dass du da bist. Da schaut er deinen Vater an. Schau ihn dir an. Er sitzt da und liest Zeitung. Plötzlich ertönte ein Rauschen und das Christkind steigt zur Erde hernieder und... Gib dir Watschen. Also Kind, ich bin am Überlegen, ob ich dir jemals meine Einwilligung gebe zu einer Heirat. Ja, Mama, weil du gerade vom Heiraten sprichst. Ich warne dich vor allen Männern. Sie sind gemein und egoistisch. Ja, also allen Respekt vor deinen Erfahrungen, Mama, aber es gibt bestimmt noch Ausnahmen unter den Männern. Ausnahmen? Ausnahmen? Ich habe deinen Vater auch für eine Ausnahme gehalten. Oh, welche Enttäuschung. Da, schau ihn dir an. Kein Gefühl für eine Stimmung. Unsere Not lässt ihn kalt. Ach, Mama, der Papa ist doch... Ein ganz andere geworden. Jawohl, das werden alle Männer nach der Hochzeit. Vorher umschwärmen sie dich, bis sie uns zarte Lilien geknickt haben. Schau ihn dir an. Warum widerspricht er nicht? Weil er weiß, dass ich recht habe. Nein, weil er nicht mehr da ist. Was? Also da hört sich doch also, das ist typisch dein Vater. Ich unterhalte mich ganz friedlich mit ihm und er rennt davon. Also boshaft wie ein eurer Aff. Also Mama, jetzt hörst du aber auf. Also ich finde es nicht schön von dir, dass du einen Papa mit einem alten Affen vergleichst. Ich wünschte, mein Karli wird einmal so, wie unser Papa ist. Ich höre immer, mein Karli. Nein, nicht dein Karli, sondern mein Karli, der heute um meine Hand anhalten wird. Übrigens ist er schon da. Was? Ich hab ihn bloß noch versteckt. Was? Also da hört sich doch alles auf. Meine Tochter versteckt ihren Liebhaber am schönsten Tag des Jahres in meiner Wohnung. Ja, gell? Auf die Weihnachtsüberraschung, da freust du. Ja, weißt Mama, ich hab mir gedacht, naja, wenn wir schon keinen Christbaum haben, wo man was aufhängen kann. Ja, hängst du ein Mannsbild um ein Haus, gell? Mama. Ich sag's ja, ein Unglück kommt selten allein. Also ich weiß gar nicht, warum du dich halt Chefin, so auf... Ich reg mich. Was Chefin, denn? darf mal reinkommen? Ja, freilich, kommt's rein. Toni, mit der reinkommen? Die schon da. Grüß dich, Chefin. Grüß Gott. Ist gut? Es ist auch so ein Depp. Ja, und? Sind wir zu früh oder zu spät? So was? Ja, zur Bescherung. Die fällt heuer aus. Was? Aber einen schönen Christbaum habt's, gell?
Wir haben ja gar keinen. Ja, den meine ich ja. Ja, mein Toni bringt halt alles ein bisschen Verdraht raus, gell? Ja. Ja, also dann wollt ihr euch heute verloben. Ja, ich schon. Was heißt ich schon? Du nicht? Ja, doch auch. Doch. Du sag einmal, Toni, könntest du deiner Zilli eigentlich untreu werden? Der Zilli? Ja? Niemals, nie nicht. Aha, weil du das von Herzen gern hast, gell? Ja, das weniger. Ja, warum dann? Ja, weil mich kein anderer mag. Toni. Und ich werde schon dafür sorgen, dass uns keine andere dazwischen kommt, gell? Ja, ja, da musst du auch aufpassen. Du darfst die Männer nicht aus den Augen lassen. Nein. Ja. Also was ist, Chefin, wann darf man dann morgen zum Essen kommen? Ja, wann? Das weißt du doch ganz genau, um 12 Uhr wird gegessen. Das ist gut. Gibt's Knädel auch? Selbstverständlich gibt es Gnädel. Und wie viel? Was heißt, wie viel? Das Mindeste für jeden 3 Stück. Aber dann lass schon aus. Wieso? Musst halt du auf die Themen verzichten, gell? Wissen, Chefin, mein Toni isst ein bisschen viel. Ja, unter 10 fange ich nicht an. Liebe geht durch den Magen und ich habe halt so eine große Liebe, weißt du schon? Oh Gottes Willen. Was? Dann der wir tauschen. Nein, ich bleib jetzt schon bei ihr drüben. Ich mach die Gänse und du machst dir die viele Arbeit mit Kartoffelreim und dann machst du die Gnädel, gell? Das ist eine Idee. Ja. Frohe Weihnachten. Also, und jetzt seid's mir nicht böse, aber ich muss mich um meine Familie kümmern, ne? Eine nette Frau, die Frau, gell, Frau? Ja, darum tut's mir auch wirklich leid, wenn ich jetzt gehen muss. Ich mein, wenn wir heiraten. Ja, möchtest lieber da bleiben? Nein, nix da. Jetzt hab ich dir schon zugesagt und dabei bleibt's. Gell, mein Toni? Toni? Toni, mir kommt's ja so vor, als wenn du wirklich immer dicker werden darfst. Das täuscht dich. Geh weiter, komm, zieh ein bisschen deinen Bauch ein, komm. Das geht nicht, da habe ich einen Buckel. Also geh. Ich mein, du musst jetzt öfters einen Bewegungssport machen. Wieso? Meine Rinnfinger halten mich da ganz schön auf Trab. Nein, ich mein ganz einfach, du solltest öfter mit dem Kopf schütteln. Den ganzen Tag? Nein, nur immer dann, wenn's was zum Essen gibt. Nein, das lasse ich bleiben. Nein. Lieber nur einen Buckel. Geh zu. Naja, jetzt hast du ja dann mich und ich werde schon auf dich aufpassen. Weil bei dir ist ja Hopfen und Malz verloren. Ja, dann musst man halt suchen helfen, das werden wir doch wieder finden, oder? Gut, weißt du was? Dann gehen wir jetzt heim und fangen wir zum Suchen an. Hoffentlich findet man was. Um Gottes Willen! Um Gottes Willen! Diese blöde Katze hat die Tischdecken mit dem ganzen Porzellanservice für 12 Personen runtergerissen. Nein, oh Gott sei Dank! Und ich hab schon gemeint, mein Karl ist beim geschlossenen Fenstern aus. Du, brauchst du was, Papa? Nein, geh zum Nachbar und frage ihn, ob er mir seinen Christbaum leiht. Oh ja. Also, die Kinder haben Nachmittag Bescherung, müssen abends ins Bett und morgen früh tragen ihn dann zurück. Ja? Mein Papa, Was? das ist eine ganz gute Idee. Ja. Da hat die Mama bestimmt erfreut. Dass die Mama Freude hat, deswegen mache ich es nicht. Ich mache es, damit sie mir nicht schimpft die ganze Nacht. Ne? Also eines weiß ich bestimmt. Meinen Karli schimpf ich nie die ganze Nacht. Jetzt muss ich schaffen. Saukalt ist draußen. Brauchen wir einen Wintermantel. Was? Ja. Wo ist denn der Schlüssel von dem Schrank? Der Schrankschlüssel? Ja, der Schrankschlüssel. Ja, ich weiß auch nicht, Papa, was... Was ich steht glaub, das ich denn da rum? Ah, ich weiß. Hast du Weihnachtsbackerl versteckt? Ja, das kann nicht, Papa, was, aber ich hab... Was du hast, ist mir wurscht. Gib mir den Schlüssel. Also gut. Also. Aber erschrick nicht, wenn du den Schrank aufmachst. Warum denn? Da steht mein Bräutigam drin. Ja, ist denn der so kreislich, dass man das schreckt, wenn man ihn anschaut, ja? Na, das nicht, Papa. Aber ich hab mir gedacht, Was? ich steck ihn schon mal da rein Ja. und dann kommt mein Überraschungsbackerl. Wie lange wohnt denn der schon bei uns? Eine halbe Stunde. So, Ja, und seit längerer Zeit, Papa, da lieben wir uns unheimlich. heimlich meinst du? Ja? Ja, weißt du, heute ist doch der große Tag, wo er bei dir um meine Hand anhalten Ja. will. Bei der Mama braucht's das Warum nicht. nicht?
Ja, weil es eh schon einverstanden ist. Immer dasselbe, ja. So, und deine Hand will er anhalten. Ja. Und alles andere hat er sich von selbst schon genommen, ha? Ich sag's ja, habe ich seit einer halben Stunde einen Zimmerherrn, der da noch gar keine Miete bezahlt. Aber den schauen wir jetzt an, mein Lieber. So, jetzt kommen wir mal raus da. Ja, warte bis so, jetzt. Oh! Ja, Verzeihen Sie. was puzzeln denn Sie mich ab? Kriegt der Eifel nochmal? Ich dachte, es wäre meine Lisa. Was? Ja, ich hatte Ihren Schmalzlergeruch zu spät bemerkt. Malzergeruch. Ist der so stark, ha? Ja, es ist zu ertragen. Wesentlich penetranter allerdings ist Ihr Alkoholgeruch. Was? Das ist ein frecher Kerl, mein Lieber. Sie sagen Sie mal, wollen Sie die Hand von meiner Tochter oder wollen Sie die meine im Gesicht haben, ha? Oh, Papa, bitte, Papa, sei ihm nicht böse. Aber schau, mein Karli ist grundehrlich und sagt nur das, was er sich denkt. Aber er bringt so gemein raus. Wie ist das mit Ihrem Beruf? Ich bin Privatdozent und Zoologe. Ich schreibe über das Familienleben der Kamele. Aha. Sie schreiben also sozusagen über die verheirateten Kamele. Aber Herr Straußeneier, Straßmeier heißt ich. Straßmeier, aber Kamele heiraten doch nicht. Ja, das meinen Sie. Nur Kamele heiraten. Wie heißen denn Sie? Gestatten? Karl Spanholz. Ach, das noch. Also passen Sie auf, Herr Sperrholz. Spanholz, bitteschön. Sie können meine Tochter haben. Danke, Papa. Ich danke Ihnen auch recht herzlich. Moment, ich bin noch nicht fertig. Sie können die Hand von meiner Tochter haben. Aber natürlich unter einer Bedingung. Wie es der Wunsch meiner Tochter ist. Verlobung unter einem Christbaum. Schauen Sie, dass Sie einen Christbaum herbringen, dann können Sie meine Tochter haben. Was denn? Sag einmal, Papa, wo soll denn mein Karli jetzt einen Christbaum auftragen, wenn du schon keinen mehr gekriegt Das hast? ist mir wurscht. Kein Christbaum, keine Verlobung. Ja. Herr Straßenreiniger, Straßmeier, Horsi. entschuldigen Sie. Ja. In wenigen Augenblicken werden Sie in Besitz der schönsten Edeltanne sein. Jawohl. Tschüss, mein Schatz. Was? Tschüss, mein Schatz, sagt er zu mir. Da hat er doch mich Ach gemeint. so, dich, ja. Gut. Papa, ich finde das sehr gemein von Warum? dir. Was? Du weißt ganz genau, dass es nirgends mehr einen Christbaum gibt. Das ist mir wurscht, dann verschieben wir deine Verlobung und auf Ostern, da gibt es Ostereier und Haufen genug. Ja? Die Mama hat schon recht, wenn sie sagt, du immer mit deinen blöden Witz. Ja, jetzt wart doch mal ab. Er hat gesagt, er bringt die schönste Edeltanne. Lasst uns überraschen, ne? Das eine sag ich dir, Papa. Ja. Auch wenn mein Karli keinen Christbaum auftreibt. Heute feiert ich Verlobung. Ja, gut, von mir aus. Sag mal, wo hast du denn den aufgerissen? Warum? Naja, der ist ja ganz ein netter Kerl. Gell. Aber ein bisschen deppert. Den macht doch die Liebe ganz damisch. Ja, hoffentlich bleibt er so. Was? Die meisten werden nach der Hochzeit wieder gescheiter. Bin ich gescheiter geworden? Ich glaub nicht. Ich auch nicht. Also, wo hast du den kennengelernt? Im Zoologischen. Ja. Vom Affenhaus. Was? Vom Hafenhaus? Warum war der hinter die Gitter? Vom Hafenhaus. Hast du den mit Bananen gefüttert? Im Hafen! Ich bin erschüttert. Warum denn? Das Porzellanservice. Ja. 2 Glasblumenvasen. Ja. Die Venus mit dem Glückshorn. Ja. Der ganze Weihnachtsschmuck in 1000 Scherben. Und alles wegen der Katz. Du meinst, alles war für Katzen? Es kommt noch schlimmer. Sagte Frau Wimmer. Die Flasche mit dem echten Jamaika-Rum ist auch kaputt. Was? Ja, so ein Hund, diese Katze, ha? Also, das ganze Zimmer stinkt nach Rum. Ich bin von dem Geruch ganz benommen.
benommen Psuffer bist. Herr Ausgeier! Hier bringe ich Ihnen die schönste Edeltanne. Sagen Sie mal, wo ist denn der Wald, wo diese Bäume wachsen? Ja, in gar keinem Wald. Diesen wunderschönen Stamm habe ich von meiner Hausfrau. Ah, das ist der hausfreie Stammbaum. Ha? Und diese wunderschönen Zweige, Ja, die sind halt früh schon in der Aschentonne drin gekriegt. Hab ich schon gesehen. Aber gut, der Wille gilt fürs Werk. Also passen Sie auf, Herr Bündelholz. Spanholz, Gut, also, bitteschön. das ist meine Gattin. Und das, liebe Frau, das ist der Herr Christbaumbrittl. Spanholz. Gestatten Sie, dass ich mich nochmals bei Ihnen vorstelle. Karl Spanholz, Zoologe. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich noch so eine junge und gut aussehende Schwiegermutter bekomme. Das ist ein Pharisäer. ha? Ein Schwindler. Ach, sei doch du ruhig, mein lieber Schwiegersohn. So wie Sie sollen. Es war immer mein Wunsch, meine Tochter als glückliche Frau zu sehen. Also unter dem Christbaum, den schönsten Baum aller Bäume, sage ich, Kinder, gehet hin. Und vermehret euch. Gehet hin und werdet glücklich. Das werden wir. Ich muss schon wieder Ach, weinen. die Frau, hör doch auf zu weinen. Wir sind doch in keiner Weinstube. Eigentlich hat der Papa recht. Gell? Also, lasset uns den Baum schmücken. Ja, mit was denn, Mama? Ja, die Katz hat doch... Da hängen wir die rindvigen Ochsen auf, die mir deine Mutter das ganze Jahr in den Kopf wirft. Dann hat auf diesem Baum nichts mehr Platz. Das war unsere nette Bescherung für Sie, liebe Zuschauer und Freunde von Peter Steiners Theaterstadel. Ihnen daheim wünschen wir allen ein friedliches Fest und frohe Weihnachten!